Röschen. Es war einmal ein Königspaar vor etwa 100 Jahren. Das ist alles schon so lange her, das ist ja fast schon nicht mehr wahr. In einem Luxusschloss haben sie gewohnt. Sparen kannst du von denen nicht gerade lernen. Wer sich sowas leisten kann, der muss schon gut verdienen. In jedem Turm ein eigenes Bad und drum Balkon haben sie dran. Parkettboden drin und Einbauküche und Fußbodenheizung sowieso. Gehabt haben sie, was du dir vorstellen kannst, dass man fast schon neidisch wird. Gerade keine Kinder haben sie nicht gekriegt. Haben sie schon oft probiert. Und dann, nach vielen Jahren, war es dann doch einmal so weit. Da haben sie endlich ein kleines Töchterl gekriegt. Mei, haben sie dich gefreut. Rosa hat es zwar geheißen, aber Röschen sagen sie dazu. Rosa deswegen, weil der Name, der passt zur Farbe für ihre Schuhe. Ja, war das jetzt ein Buberl geworden, wie taten sie den wohl nennen? Wahrscheinlich hätte er hellblau geheißen, da ist ein Rosa dann noch schöner. Zur Taufe haben sie gleich ein Volksfest gemacht, mit allem drum und dran. Ein großes Bierzelt, Kasstand, Karussell und ein Mord drum Achterbahn. Und das ganze Volk ist eingeladen gewesen und alle sind sie gefahren. Und Reich haben sie gehabt, dass sie gerade nur umeinander gekugelt sind. Es war bekannt, dass sie in der Gegend auch noch 13 Feen haben. Die haben sie dann auch noch eingeladen gehabt, auf die kommen sie auch nicht mehr drauf zusammen. Da wirst du das Geschirrservice auspacken, da haben sie dann plötzlich gesehen, das war ja gerade ein 12-teiliges. Da gerade da eins zwingen. Aber der Kini denkt sich nichts dabei und schickt nochmal ein Fax hinaus. Liebe Feen, kennt's zu 12, sonst geht's uns mit dem Geschirr nicht aus. Ein Dutzend Feen rasen los, mit einem Affenzahn. Man muss dazu sagen, dass das rechte Freibierlädchen waren. Und jeder Gast hat auch ein Geschenk dabei, sonst darfst du ja blamieren. Man muss ja schließlich auch ein wenig fürs Trinken revanchieren. Und auch jede Fee, die hat ihr Geschenk. Also 2 Fee an der Zahl. Und weil eine Fee was Besonderes ist auch ihr Geschenk nicht ganz normal. Die erste Fee schenkt Sanftmut und Ausgeglichenheit. Nicht, dass die mal recht sauft und schreit, da kommst du als Prinzessin nicht recht weit. Die nächste sagt, von mir kriegst du Schönheit und lange blonde Haare. Weil als schierer Besen kriegst du selbst als Prinzessin ihren Mann. Die dritte sagt, von mir kriegst du jetzt Klugheit und Verstand. Weil schöne Weiber ohne Hirn, da laufen nicht nur umeinander. Was die anderen noch so hergeschenkt haben, weiß ich auch nicht mehr genau. Ich glaube Degel oder eine Bügelbrille, was man halt brauchen kann als Frau. Feiert haben sie gerade Bier der Teufel und alles war wunderschön. Bei der Gaudi denkt kein Mensch mehr an die 13 Fee. Und die rumpelt nachher nicht zu dir, die klopft nicht einmal an. Geschaut hat's wie sind Teufel und dann fängt's zum Schimpfen an. Ja, da ist er der Kimi. Nein, du bist noch ein Schlawiner. Ein Biermackerl, ein einziges, jetzt mal schon von guter Kino. Ein Kini hat ein schlechtes Gewissen gedruckt, darum hat er gemeint, geh, sind wir wieder gut, wir zwei, dann kriegst du ein Säckl Geld. Doch die Fee, die ist jetzt eingeschnappt gewesen und hat gerade extra bockt. Nein, das ist jetzt spät dafür, hättest du mir's halt eher gesagt. Und das merkst, sprich hier ein Fluchhaus über dein kleines Kindl. Sterben soll's, falls das Dirndl sticht, und zwar wieder der Spindel. Also ehrlich gesagt, das ist selbst für einen Fluch schon sonderbar. Aber nichts anderes ist ja gerade nicht eingefallen, weil es so grantig war. Die anderen Feen haben dann gesagt, okay, das haben wir gleich. Man kann den Fluch zwar nicht ganz aufheben, aber uns fällt da schon was ein.
Und dann fuchteln sie mit dem Zauberstab als dirigieren sie gerade eine Kapelle. Falls sie sich sticht, dann muss sie nicht sterben. Sie schläft gerade friedlich ein. Und wenn 100 Jahre dann um sind, dann wird sie wieder wach. Falls vor dem Prinzen bustelt wird, das ist der Haken an der Sache. Na, sauber, hat der König gesagt, das tut's mir einen Riesen gefallen. 100 Jahre am Prinzen warten, nichts Dummes ist euch nicht eingefallen. Er lässt dann sofort, kann ich schon, im ganzen Königreich alle Spindeln wegtun. Das braucht eh keiner, das Zeug. Die Prinzessin ist dann größer geworden, war schön, von hinten bis vorn. War alles dran, was dem anderen gefällt. So richtig schöne Ohren. Und eines Tages von den Eltern fort. Zum Skifahren sind es die zwei. Und sie hat sturmfrei gehabt daheim. War das erste Mal allein. Neugierig wie sie war, sechst das in jedes Winkel Spitzen und findet im alten Turm ganz oben eine Frau am Spinnrad sitzen. Ja, Mutter, sagt sie, ja, grüß dich Gott, was tust du denn da herum? Ich spinn, sagt die Mutter, sag mir doch, mei, kannst du blöd fragen. Das glaube ich sofort, dass du spinnst, sagt sie drauf und lacht vor lauter Freude. Du bist der Fredi wie mein Papa, weil er spinnt auch die meiste Zeit. Geh, Dirndl, hast du das noch nicht gesehen? Sagt das Weib zu ihr. Magst du das am Ende dann auch probieren? Dann geh einmal her zu mir. Und wie es die Spindel angelangt hat, da tut sie einen lauten Schrei. So wie ein Maisog haut sie es um und schläft dann sofort ein. Die Eltern waren dann ganz entsetzt, wie es wieder daheim waren. Ah, grad meine Tochter, schimpft der Pap, wo ich eh grad eine habe. Jetzt kriegt sie wieder ein, sagt die Fee. Jetzt warten wir 100 Jahre. Und wenn wir ein wenig Glück haben, ist der Prinz dann auch bald da. Ja, weißt denn gar keinen Zaubertrick? Da muss doch noch was geben. Da war ich dann schon 160, wer weiß, ob wir es da leben. Die Fee schlägt vor, dass nachher allesamt, so wie es da sind, in selben tiefen Schlaf verzaubert. Dann war das Warten nicht so lang. Zwecks meiner, tu noch zu, hat man einen Kini-Sprecher gehört. Solange vom Prinz nur das Dirndl und nicht ich abpuzzelt wird. Sie fuchtelt mit ihrem Zauberstab ganz hektisch hin und her und schon bleibt alles wie eingefroren stehen. Es rührt sich zuerst nichts mehr. Wie eine Statue steht jeder da, wie wenn die Zeit angehalten wird. Ein Schaf und Katz. Na gut, die letzte hat sich noch nie recht gerührt. Mit der Zeit wachsen ums ganze Schloss so rote Rosenstreich. So dicht, dass du nicht mehr durchsägst durch das Stauenzeug. Und schon nach ein paar Jahren ist nur noch wenigen bekannt, dass sich hinter den Dornen ein ganzes Königsschloss befand. Und am Tag genau, nach 100 Jahren, da kommt der Prinz daher getrabt. Das kommt ja nicht oft vor, da haben die schon auch die Stusel gehabt. Und freundlich war der. Jeden, wo er trifft, tut er schon grüßen und bleibt auch grad da bei den Rosen stehen. Wahrscheinlich hat er ein bisschen müssen.